Zesekreiten, dat kein irgendwo anderem Gegend war. Oppassen, wenn man dort verschichen, da konnte man hier Sachen durchspulen, dass dann noch nicht denen so ungefähr rankommen wir oder dass denen man müssen aufpassen, dass kein doof war. Oder bei hier Waschmerken, weil mein Bruder lang hat hier nicht so viel Hirme, wie man da müssen waschen. Wie wir zu mir wären, du war auch mehr Aktivität dabei, nicht mehr Movement dabei, nicht und so. Es werden doch wie bescheidene Verhältnisse kommen, andere, die aus ganz gute Verhältnisse kommen und sie führen. Jeder kommt auch mit seinem Park von Erfahrungen, die er schon gemacht hat, dahin und nicht auch von den Naupen, die er hat, kann ich sagen. Und für das so zu gestalten, dass das nicht zu permanente Spannungen führt, das wäre nicht immer einfach. Ne? Die Notwendigkeit, immer neue Verstecke zu finden, führt bisweilen zu ungewöhnlichen Lösungen. Der Pastor hat einen Schlaf angerichtet Mittelschiff. Da muss ich also am Turm, klemmt er ab, 4, 5 Ledern, dann können den auf Gewölbe vom Altar. Vom Altar geht ein kleines Leder auf von 5 Spriss, und da sind Dier. Und dann also Hauptschiff und Mittelschiff. Dann René Schils, den war geplot, dann Wanze sind nun gegangen. Und einer hat uns ein Matratz geholt, und einer ist ans Seitenschiff gegangen, wo wir am Fond geholt ist, am Do abgehangen, wo wir gekocht haben, also 4 Stunden. Und auf einmal stung ich für einen Part. Du hast das Bild. Dafür habe ich das gemalt. Für immer zu sehen, Lach, wo ich angegangen bin. Ja, wer steht dann da? Ein Preis. Letztes Jahr an einer preislichen Uniform. Mit mich kam natürlich. Die kommt mal, dann erst recht, du bist dabei, ich sage, die geht aber nicht ran. Das war der Maschinenraum, wo da bist, die hat Geschirr stellen. Minere, was sie fertig geschafft haben. Kommen für einen Platz, da ist eine Galerie, die ist zusammengefallen, da geht kein Mensch mehr ran. Da kommt der Klotter mehr heran, so die zwei, die mich geholt haben. Da klottert mir über die Stange, ungefähr 20 Meter weit, über die Stange geklottert, Und Hannen war Bunker. Da war schon 25 Mann da. Wenn wir waren zu 30, zu 50, zu 70, Herno zu 80, zu 90, zu 100, zu 122. So bald wie Moors im Fennewauer. Die Rotblut in das Gang. Betätigt vom Gart, von dem Schmelz, von der Adie. Da müsst ihr ruhig sein. Da sind Tabisterrakel. Wir müssen den ganzen Tag ein bisschen Maul halten. Wir müssen nicht verschwatzen. Hast du geschwart, was doppelschrieben gehen? Was hast du müssen machen? Grumperschälen an den Kopf klappen. Over so hele Wauer. Want erbij zijn Duitsland war, als bei uns ein gering Loot gegangen. Dann haben wir 120 Mann gebrüllt, da gejuicht, da gesungen, und es war Leben an der Boot. Versteht ihr, an den 3 Bunkern war da Leben. Richtig Leben. Wie das war 6 Junge so lange zusammen sind. Der Heinz doch nicht schön. Das will ich einfach so. Wir sind einmal, hat den Nerven Heinz also auf dem Po. Wenn die Mann und hab's gesagt hat, also das Heinz gegangen bis auf zur Klappe. Toen ik gekrascht heb, ne? Schon dat gesehen. Dat jongen, als ich gekrascht bin. Ich will raus, ich komme nicht nach Hause. Was der David in Anna, der hat so eine Gemiete in Anna, so gemischt, schon gesehen. Ich habe noch gesehen, dass der krank da war, die hatte Gelenkrheumatismus, ne? Den hat dann nicht gekrascht, weil er Angst hat, den hat von weh gekrascht. Ne? Wir hatten nebenbei erst den nicht so Koschmer gemacht, die von der Front kommen, ne? War auch blessiert. Wir hatten all mehr für den da rauszukriegen. Den hat gejaut. Ne? Da kommen sie, Russen und so weiter, während der Ostfront nicht und so führen. Gehen in Deckung, da gejauten Leute sie das. Ne? Mehr als ein Drittel der 10.000 Zwangsrekrutierten desertiert und entgeht auf diesem Wege der Ostfront. Dieser Erfolg stellt für den Luxemburger Widerstand und das ganze Volk eine außergewöhnliche Leistung dar. Aufgrund der großen Zahl Fahnenflüchtiger hält Gauleiter Simon die Gestapo an, noch intensiver nach den Verstecken zu suchen. Die Befehlshaber werden
ersucht, die Todesstrafe für alle Luxemburger Deserteure anzuwenden. Häufig werden ganze Dörfer oder Stadtviertel durchkämmt. Dat war mees frei gegen 7 Auer war de Kochte aus der Bayis kom, da se eng Razzia am Papfen da. Du waren Soldaten waren am ganzen Park. Mein Dauer ich hat schon gesagt, wir hatten se Schlitz gewinnt vu Rafgesinnen an du Gesinnestunden in Soldat kommen mat opgepflanzte Bajonett, an Helm, an en Zivilhandel, der den Revolver an der Hand hat. Wir wollen zum Turm. Ach so, wir wollen zum Turm, ja. An Costa direkt die 5 Lederen opgeklommen, mit dem mir auch opgeklommen sind. Wir hin als Land geklommen bis bei Klacken. Du rief dann aber der Gestapo zurück. Und sie sind im Raufgang an den Turm, da sind sie gegangen. Aber ein paar von da hat es aber 2 gefunden, die auch den anderen der erschossen sind. So, wenn sie es gefunden hat, dann sei es selbstverständlich auch erschossen. Wird ein Versteck ausgehoben, sei es aus Unvorsichtigkeit der Deserteure selbst oder Verrat durch einen Kollaborateur, werden die Hausbesitzer ins Gefängnis oder Konzentrationslager gesteckt. Die waren dabei, die hatten 7, 8 Stoppen. Sie haben sich nicht alle gut verstoppt. Die waren dabei, die sich nicht gut verstoppt. Sie haben nicht darüber nachgedacht, wie das kann ausgehen. Den hatten nicht mehr in Russland, haben sich, die war gut verstoppt. Ich habe mal nie Herr Nowiese verstoppt hat. Den Älteren gesagt, wo hier jung verstoppt war. Das ist gut versucht, so. Ich leide Cabarro. Aber einen Namen habe ich nie genannt. Nie. Und zwar nimmer der Verschwiegenheit, dass ich kann verdanken, dass ich überlebt habe. Weil es immer schwieriger wird, Verstecke im Land zu finden, werden so manche Deserteure über die Grenze nach Belgien oder Frankreich geschleust. Wie wir daheim fortgegangen sind, du hast also nie ein Zigarette angefahren. So wenig Kamedi wie nicht mehr möglich. Hat geschwart, am Notfall gepispert, und auf alles aufgepasst, was nicht mehr sieht oder hört. Und da kommt auch nicht für diesen belgischen Pass, einen provisorischen. Und ehe wir an der Bestand sind, da hatten sie so ein Bläschchen heiße, da wusste man nie, ob da drauf wären oder auf kein drauf wären. Und dann hast der Biberscher Jungvieh rausgekrochen, am Bauch, durch die Wies, bis noch bei, gelauscht. Und das hat vielleicht 20 Minuten gedauert, ehe der Junge rumgekommen ist. Da hat man allem gerechnet, also wenn der Over schlafen gegangen ist, da war dann nicht, da muss ich nicht over. Op de knieën. Der hat das müssen machen, der hat müssen helfen. Da konnte er nicht nicht denken. Sonst hat er es nicht gemerkt, wenn er nicht mehr nicht gedacht hat. Nee, das war so. Bei uns war das eine Selbstverständlichkeit. Von über 1000 Deserteuren, die heimlich die Grenze überqueren, engagieren sich viele als Untergrundkämpfer im französischen oder belgischen Maquis. Den Maquis aus der Summe gesagt ging, hauptsächlich von jungen Franzosen, die refusiert für in Deutschland für ein Service obligatoire schaffen zu gehen. Und auch Leute, Juden und Fremde, die waren noch Spanienkämpfer da dabei. Montag da an de Bierge da geschlofen. Ënne war kei Öwen der Luft hee. noch mehr Öwen dort zu schlafen. Ich schon gedacht, brand je de Bas aber weiter raufkommen. Eng stremmt mir an der Face. Kein Bett mehr, kein Haus mehr, nichts. Und dann habe ich um Hand gedacht, ja, du bist aber viel besser wie die Jungen mit den Kollegen, die sitzen alle gut nach Russland. Die Deutschen müssen dem Druck der russischen Offensiven weichen. Aufgrund eines Aufrufs der luxemburgischen Exilregierung desertieren eine Reihe Zwangsrekrutierter direkt an der Front und versuchen, zu den Russen überzulaufen. Es waren Momente, wo sie dann